Seid ihr bereit für das finale Duell bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution? Nein, keine Sorge, das Let's Play ist nicht schon vorbei. Ich meine natürlich das finale Duell bei der ersten Serie. Also natürlich dem ersten Arc. Wobei, schon dann so ganz war. Doch, erste Serie, die Originalserie, sagen wir es mal so. Weil erste Serie klingt irgendwie so, hä? Erste? Ist immer so seltsam, finde ich. Aber Originalserie passt schon besser. Wir sind ja auch schon bereits irgendwie bei Paar Nummer 26. Ich glaube, wenn wir so weitermachen und dann natürlich die ganzen Reverse-Duelle hier auch noch machen müssen. Ja, also die Zahl 100, das einfach nur für die Kampagne, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. 100 Duelle, einfach nur um offline ein bisschen zu zocken und wieder mal ein bisschen Yu-Gi-Oh! Kennenzulernen. Also dann, jetzt wo der Pharao die Welt gerettet hatte, gab es eine letzte Sache, die er tun musste. Ihn jenseits weiterziehen. Unter Führung von Marek, Ishis und Odeon ging das Team zu einem heiligen, unterirdischen Tempel, der das Tor zum Jenseits beherbergte. Um die Tür zu öffnen, musste der Pharao die ägyptischen Götterkarten und die 7 Millenniumsgegenstände versiegeln. Ein letztes Duell austragen. Ein rituelles Duell gegen Yugi. Das Duell würde bestimmen, ob Yugi nun alleine bestehen konnte, ohne auf die Hilfe des Pharaos angewiesen zu sein. Dies ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf den Sieg meines Gegners hoffe. Aber damit dieses Duell unsere Bereitschaft, uns zu trennen, wirklich auf die Probe stellt, muss er mit all meiner Kraft kämpfen. Pharao, jetzt, wo du das Millenniums-Puzzle verlassen hast, kann ich deine Gedanken nicht mehr hören. Aber irgendwie weiß ich immer noch, was du denkst. Und ich fühle genauso. Wenn du mir etwas beigebracht hast, dann ist es dein Herz in ein Deck zu stecken und im Duell mit allem, was du hast, zu kämpfen. Genau, das werde ich tun. Also dann, Freunde, Yugi gegen Atem. Ich bin gespannt, ob Atem oder hier Yami Yugi, eigentlich ist Atem, aber egal. Ob er echt alle Götterkarten einsetzen wird, ob ein ähnliches Duell entdeckt wie im Anime und vor allem natürlich Yugi. Gar kein Fusionsmonster, okay. Oh ja, ich glaube, ich habe ein ähnliches Deck wie im Anime. Der Pharao legt schon mal los, das kann ja heiter werden. So, mal die 3 Magnetkrieger und Apparat. Ja, die Apparate, Mann, sie können ganz geil werden. Tja, Freunde, let's go! Das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich erwartet hatte, ganz ehrlich gesagt, aber egal. So, hier, roter Apparat. Komm herbei. Und dann die Lichtschwerter. Oh, nee, da greifen wir nicht an. Das kann der gute Yami Yugi vergessen. Viel macht er nicht. Jetzt setzt auf die ägyptischen Götterkarten. Interessant, dass ich wiederum Wasserklingencamp am Deck habe. Und er garantiert natürlich einen schwarzen Magier. So. Gib mal den grünen. Im Grün wiederum können wir den roten rufen und so. Und ja, das wäre natürlich geil. Und ich gerne ein bisschen mehr Speed hätte, aber... Okay, wisst ihr was? Gehen wir zum Angriff über. Und das war's mit Riesenschild Gardner. Mist, ich hab's übersehen, ganz ehrlich. Falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt... Ich habe nur gelesen, falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird. Okay, Marshmallow. Egal, muss auch so funktionieren. Sorry. Mein Fehler. Eigentlich sogar ein grober Fehler, aber egal. Was? Yugi den Apparat nur einmal im Deck? Och Menno, Yugi! Pharao? Was, Mecker, treibst du da? Hä? Oh.
habe das gerade richtig gesehen, dass er den Trickreichen hatte? Oh, schweigsam Magier. Der Trickreiche. Hey, warum hat er nicht gerufen? Verstehe einen Pharao, ich verstehe es nicht. Aber gut. Schweigsam Magier, behalte für später. Ich rufe erstmal Buster-Kämpfer. Schade. War irgendwie eine geile Animation, wäre es cool gewesen. Und bye bye, schwarzes Magiermädchen. Was hat denn der Pharao für ein Deck, ey? Beziehungsweise für eine Hand? Schweigsamer Magier, schweigsamer Schwerkämpfer. Ja, die Level-Monster, wa? Du kannst jetzt auf eine Karte auf den Friedhof legen, beispielsweise einen schweigsamer Schwerkämpfer Level 5. Naja, während dann aus Standby-Phase. Und hier ist das gleiche. Wenn es Standby-Phase ist, im nächsten Spielzug, sind die 50. Du kannst schweigsamer Magier Level 8 und dann Deck zu rufen. Ja, aber es ist nicht mehr nötig, Freunde, wir haben das Duell gewonnen. Tschüss, Pharao. Wow. Das war ein echt episches, das war echt ein geiles finales Duell. Ich war so sehr darauf konzentriert, das Spiel zu spielen, dass ich vergessen habe, was es eigentlich bedeuten würde, das Duell zu gewinnen. Ja, dass der Pouch nach 7 Minuten vorbei ist. Indem ich dich besiegt habe, habe ich dich für immer weggeschickt. Nein, du hast die Tür für mich geöffnet. Dank dir kann mein Geist endlich zur Ruhe kommen. Ich gehe dorthin zurück, wo ich hingehöre. Das Schicksal hat uns beide nicht ohne Grund zueinander geführt. Und wir haben unser Schicksal erfüllt. Wir haben die Menschheit vor der Rückkehr des Spiels der Schatten geschützt. Nur für ein paar Jahre. Und sind beide enorm daran gewachsen. Ich werde vermissen. Du weißt doch, dass wir niemals wirklich getrennt sein werden, oder? Die Güte, die du mir geschenkt hast und der Mut, den ich dir gegeben habe, werden bei uns bleiben. Und das wird uns für immer verbinden. Richtig! Nun, da das Kampfritual abgeschlossen ist das Auge von Vidiat, das die Tür zur Welt der Geister hütet, erwacht. Und der Geist des großen Pharao, der 5000 Jahre lang im Millenniums-Puzzle gefangen war, ist jetzt frei. Jetzt hat es gekommen, sagt im Auge von Vidiat deinen Namen. Ich bin der Sohn von König Agnamkanon. Mein Name ist Atem. Ja, der Atem. Das war's, Freunde. Es ist Zeit für ein Duell. Aber ganz ehrlich, ich fange jetzt in der Folge nicht noch GX an. Nee, das kann man vergessen. Das machen wir anders. Und zwar wie folgt. Wir machen jetzt, also theoretisch können wir die Reverse-Duels direkt mal machen. Also das hier, das muss gar nicht. Insofern macht es auch Sinn. Nee, wisst ihr was? Machen das Duell gleich nochmal. Aber jetzt eben umgekehrt. Ich will mal wissen, was Yami-Yugi so im Deck hatte. Theoretisch die 3 Götterkarten. Ja, einer schon mal da. Ah, dieses Buben auf der Hand, natürlich ganz doof. Chimäre. Rabe auch noch. Okay, dann... ich kenne ja Yugis Deck einigermaßen. Das heißt, ich setze erst einmal Gazelle vielleicht im Verteidigungsmodus. Wenn mein Zug. Alter, der ein Schwein. Ohoho, kommt direkt mit so einem Quatsch. Aua. Schweigsamer Schwertkämpfer Level 5. Okay, dann muss ich mich ein bisschen beeilen. Digga, hat Zauber 4. Okay, sehr gut. Dann speichern wir mal auf für Ra. Das heißt, ich spiele erst einmal den dunklen magischen Vorhang. Das war schweinemäßig teuer. Alter, ich habe 2 schwarze Magier, willst du mal verarschen? Achso. Hä?
Ja, dann... Scheiß schwarzmagischer Vorhang, ganz ehrlich. So, immerhin sein Schwerkämpfer platt gemacht, weil er wäre sonst ein bisschen übel geworden, wenn er nachher Stufe 7 gewesen wäre. Oder? Doch, war Stufe 7. Level 7 von mir aus. Katapultzone. Achso, der will die Apparate zurückholen. So gut kann man von mir aus machen. Dann flippe ich mal die Ritter der Königin. Ich hätte zwar ganz ehrlich gesagt lieber einen Ritter des Königs auf der Hand, aber das Leben ist kein Wunschkonzert leider. Schwarzer Magier, schwarze Magie, Attacke. Waterbomb. So. Was ist auch für die genutzt? Aber warum? Wir können so Valkyren ja auch nicht rufen. Yogi! Lass den Scheiß! So, jetzt 1000 Messer. Ja, warum nicht? 1000 Messer! Du weißt nie, wofür er es irgendwie opfern würde. Deswegen besser so als gar irgendwie anders. Trickreicher Zauber Level 4. Bringt mir noch nichts, auch den nicht zu setzen, solange ich noch keinen trickreichen Dingsbums selber habe. Stopp! Alter. Hat das gelohnt, Yugi? Ich weiß nicht so recht. Eine Fluch des Drachen? Zu dem Zeitpunkt noch so eine scheiß Karte? Also weiß nicht, Yugi. Oh oh. Jo. Das Spielchen kann ich auch, Kumpel. Ja. Reformet. Nochmal auf die Beschwingung schon. Deck hinzufügen. Ja, da haben wir schon einen auf dem Friedhof. Was viel bringt, ich weiß nicht so recht. Einer so nur Scheißmonster ist Stufe 5, Stufe 5, Stufe 10. Klar, Reis, ein cooles Monster, ein cooles Viech, gar kein Thema. Das ist jetzt hier ein bisschen unpraktisch. Vor allem hat Ra hier wieder mal andere Effekte, als er zum Teil in Spielen hatte. 3 Depode, ja, normalerweise kann eben auch, so wie es im Anime ist, ja, die Angriffspunkte der Monster, die für ihn geopfert wurden, um ihn als Tributbeschwörung zu rufen. Das an Angriffspunkten hinzuzählen, geht hier aber nicht. Sehr gut. Ra einfach rufen, um irgendwie zu sagen, hey, yo, ich will einen Monster platt machen. Der Trick geht ja immer. So, kann man also was hier. Dunkelmagischer Vorhang. Durch meinen zweiten schwarzen Magier. So, theoretisch könnte ich Baphomet noch setzen. Ich kann leider Gazelle nur vom Deck hinzufügen. Oh, diese Effekte, scheiße, hey. So, erst einmal muss der weg, weil da machen wir ein bisschen Sorgen. So. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sage ich dazu nur. Aber ich da mal durchkommen, da wäre mein Kobelisk lieber. Der Trickreicher, den gibt es ja doch noch. So, also warte mal, mit seiner Kombi, theoretisch könnte ich Baphomet abwerfen. Trickreichen rufen, nachher spiele ich Trickreicher Zauber Level 4. Warte mal, muss ganz kurz nochmal gucken, dass ich irgendwie nichts verpasse. In Höhe der einzelnen Monster den Gegner kontrolliert. Dann kann Angriff deklarieren, okay. Hängt vom Gegner ab. Okay, okay. Macht soweit Sinn, komme ich mit klar. So, geht der Fluch des Drachen noch drauf. Dankeschön.
Du, 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 du. Sarkophag, geile Karte. Nö, ich will das Monster behalten. Bye, bye. So, freundliche Wohltat. Dankeschön, da bist du ja. Ja, nochmal ein Ritter der Königin. Nee, Geierzahn Ritter des Windes. Kann man lassen. Ja, was Normalbeschwörung. Okay, muss ich bedenken. Vereinigte Magier. Vereinigte Magier. Naja. Kann man so oder so sehen. Okay, warte mal. Baphomet ab. Ritter in der Königin. Momentan bringt es mir natürlich nichts, der Zauber, vielleicht später mal. Wer weiß. Schwarzer Magier! Aber wie viele Monster vom Typ Fels hat er eigentlich noch? Der ganze Friedhof ist schon voll von den Viechern. Und vor allem Valkyrie, na, ist ja toll, aber was bringt der? Eine Hand- oder Spielfeldseite. Mhm. Und ich kann aber jetzt einfach mal sagen, hey, komm, Beta weg, dann ist er eh im Arsch. Also, hat ja voll gelohnt. Oh, der scheiß Buster-Klingenkämpfer. Aua. Hm. Monster-Reinkarnation. Ja. Dem ist natürlich jetzt Vereinigte Magier kann ich jetzt nicht mehr spielen. Doch, kann ich trotzdem noch einen Trick reichen, stimmt. Nochmal ein Monster abwerfen. Was hätte ich denn auf dem Friedhof, was ich rufen könnte? Warte mal. In meinem Friedhof, okay. Fressen wir uns überhaupt lohnen? Aktuell gar keins. Ich könnte es nachher vielleicht für Ra nutzen, das wäre eine Option. Ne, kann ich rufen einen Trick reichen. Ritter des Buben, du nervst leider momentan ein bisschen, deswegen weg mit dir. Ne, passt schon, danke. Dann kommt eine Zauberkarte. Vereinigte Magier zum Zuge. Ne, passt schon fürs Erste. Hat jetzt sogar der Pharao im Anime-Duell gegen Yugi die Karte auch schon gespielt, also mein Vereinigte Magier. Oh, der Typ nervt, ganz ehrlich. Ernsthaft, hätte jetzt gar keine Monster mehr. Wäre mir ganz recht gewesen, aber so. Egal, ich habe noch ein paar Tricks im Ärmel. Weil ich nehme an, dass er im nächsten Zug einen Trickreichen angreifen wird. Unsere Inkarnation. Je nachdem rufe ich im nächsten Zug erstmal Ra. Das wäre eigentlich mal so eine Idee. Opfer 1000 Lebenspunkte, um Buster-Klingenkämpfer loszuwerden. Ich hoffe mal, dass nachher seine Monster, die Yugi noch so hat, auf den Angriffsmodus switcht. Sehr gut, so hat der Valkyrie. Bringt nicht sehr viel. Ich greife einen schwarzen Magier an? Warum? Bringt leider nichts. Okay, jetzt sieht es schon besser aus. Trickreicher Zauber, Stufe 4. Noch ein Trickreicher. Das Problem ist halt, Ra zu rufen geht natürlich schon. Ich will auch Gaia jetzt nicht rufen. Problem ist halt bei Ra, wenn ich den jetzt rufe. Zerstört das gewählte Ziel, wenn ich ihn als Normalbeschwörung rufe. Ja, und dann? Nachher ist Ra auf dem Feld, keine Angriffspunkte. Schön. Bringt mir nicht gerade sehr viel, Freunde.
Ja, keine anderen Monster noch, er kann natürlich die zum Angriff nutzen. Das ist meine einzige Hoffnung, ganz ehrlich. Okay, rufen wir mal Ra. So, die Frage, warte mal, wenn er das macht, du kannst Lebenspunkte zahlen. Mann, ich wollte... Das ist so ein Scheiß, ganz ehrlich. Warum kann ich nicht auswählen, welchen Effekt ich aktivieren möchte? Da heißt, wenn diese Karte als normal schon beschworen wird, du kannst Lebenspunkte bezahlen, du kannst 1000 Lebenspunkte bezahlen. Ja, geht natürlich jetzt nicht mehr. Ja? So ein Quatsch, ganz ehrlich. Nee, komm, nochmal. So. Ich weiß, der Part wäre eigentlich vorbei, wir machen es gleich nochmal. Weil ich in der nächsten Folge gerne mit der GX-Ära beginnen würde. Okay, jetzt weiß ich aber, wenn die Frage kommt, bei Ra einfach sagen, nö. Und dann das mit den 1000 Punkten zusammen ein gegnerisches Monster zu vernichten. Ja. Oh. Schade, jetzt haben wir natürlich coole Karten auf der Hand. Also generell bis auf den hier ist ein bisschen unpraktisch. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte das Reverse-Duell haben. Mann, das hat mich nicht gespeichert. Dankeschön. Aber krass, kann einfach immer... Ganz ehrlich, kann auf ein Duell starten wieder abbrechen. Weil, ja. Ich kriege eine Karte, kriege ein bisschen DPs. Was will noch mehr? Also ganz ehrlich. So, jetzt aber richtig, Freunde. Ja, also, die Götterkarten. Ra ist halt so ein Ding, wo du dich fragst... wäre Spezialbeschwörung besser, aber er wurde halt einfach immens geschwächt. Du kannst ihn gar nicht mehr richtig nutzen. Steht ja, kann ja der Spezialbeschwörung beschworen werden. Und sorry, eigentlich ist er die stärkste Karte, die stärkste Götterkarte von allen, aber hier ist leider die schwächste. Osiris ist zwar auch cool, ist ja eigentlich die Effekte, die er auch im Anime hat, lustigerweise. Obelisk ist halt irgendwie ein bisschen praktischer, aber ist so das Gefühl für mich persönlich. Okay. Ja, wenn man Ra halt nicht rufen kann, dann ist das halt doof. Aua. Spiel mal ein bisschen schneller, Yugi. Hier, Spiegelkraft. So, nochmal eine Ritter der Königin, sehr schön. Ich hätte auch schon mal genug Monster zum Opfern. Also die Götterkarte halt. Ja, jetzt hier würde natürlich Ra mehr Sinn machen, aber eben, ich glaube, hier ist trotzdem so, dass Obelisk halt die bessere Wahl wäre. Als Alternative halt, weil er eben auch gegnerische Monster stören kann. Osiris bzw. Leifer kann es auch und Ra, ja, wenn du halt viele Lebenspunkte hast, okay, dann bringt's was, aber ansonsten... Natürlich ist es cool, wenn man alle drei Götterkarten rufen könnte, das hinterfrage ich auch nicht. Aber so, nee. Ja, ein bisschen mau. Ja, das Live-Rufen bringt nicht viel, wobei 2000 Punkte hätte ich. Vor allem hier. Die Monster verlieren 2000 Angriffspunkte, dann, falls ihre Angriffspunkte doch auf 0 reduziert wurden, zerstöre sie. Eigentlich auch ein cooler Effekt.
weil der ja zum Teil eigentlich in anderen Spielen auch anders dargestellt wird. Also von wegen direkt, dass nicht irgendwie Punkte verlieren, sondern einfach, wenn es heißt, hey, hat ein Monster 2000 oder weniger Angriffspunkte, wird es zerstört. Die verlieren gar keine Punkte mehr. So. Schwarze Magier auf der Hand, hey. Slifer-Angriff! Und er wird stärker, die Götterkarte. So, jetzt haben wir gleich bei 4000. Yo. Ich brauche noch den hier, Zuflucht der Unterweltler. Noch ein bisschen anders als im Anime. Aber trotzdem eine geile Karte, gar kein Thema. Ja, Yugi traut sich halt nicht, ein Monster zu rufen, weil es ein bisschen doof ist gegenüber von Slifer. Ist das überhaupt was? Eigentlich im Anime würden jetzt alle Monster zerstört werden. Das ist natürlich ein bisschen anders, war. Gandora? Gandora gerade Osiris vernichtet, also sowas man noch erleben darf. Oh, sowas unlogisch. Egal, komm. Der Trickreiche, sehr schön. Ja, Monster-Animation zu der General zurückrufen. Geht leider nicht, ja, Pech gehabt. Ja, halt eins von Yugis Monstern, komm. Dass ein Drani da Spezialbeschwörung rufen kann, so was Bescheuertes. Die Effekte, die er hat, sind gar nicht so mächtig. Weil er eh nur noch 2 Effekte hat, im Gegensatz zum Anime, wo sie 3 waren. Also insofern. Oh, Golden Sarkophag. Das ist geil, dass wir die haben. Tja. Damit haben wir hier das Reverse-Duell durch. Das heißt, das letzte Duell plus das erste Duell hätten wir. Komplett. Das erste Duell ging gar nicht umgekehrt, warum auch immer. Aber ist ja auch egal. Das heißt trotzdem, ein paar Reverse-Duelle fehlen noch. Ein anderes Mal. In der nächsten Folge, Freunde, geht es weiter mit Yu-Gi-Oh! GX. Das heißt, es werden vor allem Elementarhelden zum Einsatz kommen, aber nicht nur das, sondern vor allem natürlich auch Fusionsmonster. Bis dahin, ciao zusammen.